Dat wat die letzte Samstag schein der Staat geschieht ass, muss differenziert gesehen. Wir stellen fest, dass die riesengroße Majorität von den Leuten vollkommen friedlich manifestiert wird. Sie hat hier demokratisch Recht auf Meinungsfreiheit, an auf Demonstrationsfreiheit, auf eine friedlich und verantwortungsvolle Manier benutzt. Und das können wir als ADR nimmen begrüßen. Genauso klar als aber als Position gegenüber denen, die sich nicht und Regeln von der zivilisierten Demokratie gehalten haben. Es geht nicht, dass die Barriere wegschraubt. Es geht nicht, dass die für Privathäuser wo Politiker zieht. Es geht nicht, dass den ein nationales Monument entweiht. Der Vergleich zwischen einem QR-Code und einem Judestern weist, dass verschiedene Leute Wesen an die kriminelle Dimension vom Nationalsozialismus nicht verstanden haben. Für uns ist der Vergleich nicht akzeptabel. Der Ja zu der Demokratie und der Nähe zu der Gewalt verbinden uns also. Mir wird sie mir ernst. Wo liegen Unterschiede zwischen dem, was der Staatsminister und andere Redner gesagt haben, an der Politik von der ADR? Ein nächster Unterschied ist vielleicht den, dass wir nicht probieren, möglichst viele Demonstranten mitverantwortlich für das schlechte Behandeln von Einzelnen zu machen. Wir wissen ja, dass Kasseuren am Ausland... Wir wissen Herr Karteiser, dass du hast so eng Aussage... Herr Karteiser, dass du hast so eng Aussage, wo du am Gange sitzt. Herr Präsident, wo hast das geschieht, was du gerade gesagt hast? Unmanierliche Behandeln. Ja, ich bin gerne unmanierlich, Mann. Es stimmt dazu, unmanierlich zu sein. So dreist, wer von den Rednern dazu so Herr Karteiser, so dreist der. Herr Keut nicht. Dir schwätzt für Demokratie, aber lasst mich mal heute schwätzen. Schwätze von Manieren. Ich bin gerne unmanierlich, Mann. Und ich werde da in Zukunft sehen. Der Litei. Dauer als Führung gelaufen, und dann schläft die Steuerung aufrechnen. Zu deutlich als die Tentation, die mir auf viele Stellungnahmen und Presseartikel gesehen haben, für ihre Lose zu machen, als wären all die sich kritisch zu der Corona-Politik von der Regierung positionieren, irresponsabel und sogar tendenziell gewalttätig. Es wird probiert, eine Opposition gegen die Regierung zu diskreditieren, sie dadurch zu marginalisieren, für sie dann können am öffentlichen Diskurs zu delegitimieren und dann auszuschließen. Wir erkennen das ist nicht wie von der ADR. Wir erkennen dass die allermeisten von den Demonstranten nicht ernst machen, wie hier Opposition zu der Regierungspolitik friedlich zu manifestieren, und das hier recht. Wir holen sie echt und respektieren ihre Meinung. Wir setzen uns mit ihren Ideen auseinander und gucken als Partei, wo wir mit ihnen d'accord sind und noch wo nicht. Wir wundern uns, weil auch an viele Pressenorgane probiert die Responsabilität für die Manifestation von Samstag inklusiv den Mannerscheine Seiten der ADR zu gehen. Und da aus dat, weil mir der Regierungspolitik kritisch gegenüberstehen und als Pflichten als Oppositionspartei hören, oder vielleicht auch, weil mir ein Referendum über Verfassungsreform wollen, wo dir Wort gebracht hat und dadurch profitiert oder weil wir auf Freiwilligkeit von den Impfungen insistieren. ADR-Politiker goufen an der Presse auch persönlich angegriffen. Denn Herr Reding wird nur noch als für personell sich auf Sachen antworten, mir hat schon auf vieles geantwortet, dass ihr nicht ernst will, wie das die Leute ihre Schwab behalten, ob sie wollen geimpft gehen oder nicht. Das ist eine liberale Position, kein Herz. Madame Michel, wo bei der Demonstration von Samstag mal 2 Schilder in der W und auf dem einen Stung impfe ja aber freiwillig. Das ist kein Herz. Auf dem anderen Schild stung für einen respektvollen Umgang mit denen, ob geimpft oder nicht. Das ist kein Herz. Das ist so gut der Gegenteil von Herz. Respektvoll mit denen. Verschiedene Journalisten schreiben autoritativ vor Rechtsradikalen, von denen Police bislo nicht weiß. Auf jeden Fall ist es nicht darüber gesagt. Wir wissen just, dass verschiedene Manifestanten aus dem Ausland kommen, das ist der Wissensstand. Mehr wissen wir nicht. Und dafür freuen wir uns, wenn die Presse mehr weiß, das soll sie tun, aber sonst ist das schon freier Fund. Das gilt ja nicht, das darf nicht sein. Es ist nicht von ungefähr, dass der Vertrauensverlust an die Presse über die letzten Jahre rapid wächst. Wir müssen uns Sorgen, ob Information, Qualitätsjournalismus und Objektivität an der nationalen und an der internationalen Presselandschaft wirklich der Standard sind. Es ist kein Wunder, dass viele Leute Sozialmedien noch als mehr zuverlässig gesehen,
wie ein Deel von der Presse. Lust mich dat so, weil ich zu denen gehören, die sich ganz viel Sorgen in meinem Land machen. Dat Press Leiit und öffentliche Pranger stellt as für mich degutant. Die Leute okay Fabriersche gemer sind eng einer Meinung. Guckt mal Tageblatt von Haut. Du gi Leute, die absolut neicht gemerk hun gin Heimatartikeln gewiesen an dat sind mat Foto gin se ha gewissen, dat ass de mittelalterliche Pranger. An dat sind dacks dieselbe Presseorganer, die dem Reding reprochieren, par inadvertance in dat gemer eng Telefonsnummer von engem Journalist zu publizeieren, die Hai normal Bierger die eben eng Meinung hun, die dann dem Tageblatt eben net Passport, das an der Reihe mit die Idee mat Foto publiziert. Mir sind net mir am Mittelalter, dat geht net. schon auch persönlich ein Problem mat war Leiit als Schwurbler, Covidioten an so weiter bezeschen gehen, dacks von den selbechte Leute Demokratie, Respekt an Meinungsfreiheit predischen. Ich fand auch vieles intellektuell und moralisch bedenklich. Ich fänke aber nicht unfir Leute, mit denen ich nicht d'accord sind, verbal zu erniedrigen. Lust mich das ganz klar so, da der hat nicht, da der verurteilt Gewalt, mir sie hört eng einer Politik für die Regierung. Mir die Konsequenzen der Freiwilligkeit von den Impfungen. Auf freiwillig hecht ohne Druck. Mir will kein materielle Leid ob Druck, kein materiellen Druck auf Leid ausübende Steuertester, die nur 24 Stunden gut sind. Wir wollen, so wie wir all, Pandemie bekämpfen. Wir wollen, dass jeder Gelegenheit hat, sich impfen und no impfen zu lassen. Wir militären für den massiven Ersatz zu gratis Tester. Wir wollen, dass der Staat am öffentlichen Raum, am öffentlichen Transport, an den Schulen, an überall da, wo es nötig ist, effikaz Schutzmaßnahmen hält. Aber es gibt auch Sachen, die wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass der Staat Grundrechte auf die Leute einschränkt oder sich an ihr Privatleben anmischt. Wir wollen nicht, dass ungeimpfte Leute über ein 2G-System aus dem sozialen Leben ausgeschlossen gehen. Wir wollen nicht, dass Leute müssen bezahlen, wir können schaffen zu gehen. Wir wollen nicht, dass ungeimpfte Leute zum Sündenbock von der Pandemie erklärt gehen, weil das allerhöchstens ein Teil ist. Wir sind all Teil vom Problem, wir sind all Teil von der Lösung, und wir können uns alle infizieren, und wir können all den Virus überdrohen. Ja, da als gegen E-Seite Schuldzuweisungen und Ausgrenzungen. Und wir bleiben bei einer wichtigen Forderung. Und das ist, dass endlich 12 von den Spidolsbettern ist Europa gesagt wird, das ist Proposition de Loisef England. Ich so in der sozialistischen Partei habe ganz klar, sie kann auflenken, probieren, wie sie will. Aber das ist eben ein gravierendste Fehler in ihrer Politik an den letzten Jahren, dass Spidolsbetter viersätzlich, 12 Spidolsblätter viersätzlich Ruf gesagt wird. 2010 hatte mir 2821 Spidolsblätter 5,6 auf 1000 Einwohner. 2019 hat man dann noch 4,3 auf 1000 Einwohner. Das ist LSAP-Politik. Das für uns, also den Test wird man am Lehnert für zu gucken, ob sie sich an ihrer eigenen Partei durchgesetzt hat, an ihrer Form Mut rückgängig gemerkt, weil man Haut an der Dürre recht. Spitäler sind überbelastet, und wir haben ein Problem auf den Intensivstationen. Das ist klar, und dafür muss noch Sanitärmaßnahmen geholt gehen. Aber die hat ein Teil mit Verantwortung. Guckt, dass die Spitäler die Möglichkeit gibt, sich so anzurichten, dass sie mit dem demografischen Wachstum können und dass genug Reserven da sind. Wir sind mit das einzige Land noch so viele Jahre, Gesundheitspolitik, sind wir mit das einzige Land, das keine Reserven am Gesundheitssystem hat. Südspidol könnte das Militärspidol könnte die Hut komplett versorgt. Aber wenn der hat, dass man wirklich ein Gesundheitswesen hat, was überhaupt Streck hält, da guckt er, der eigene Politik mal korrigiert. Und dazu soll ich zusammenstellen. Bravo. Das ist einer von den wichtigsten Aspekten in der Diskussion, die wir heute haben, wo die rund um Police. Und das ist etwas, was ich will. Ich will als allererst den Polizisten, die letzte Samstag in NRW waren, eine ganz herzliche Merci sagen. Sie haben eine ganz gute Arbeit gemacht. Sie haben deseskaliert. Sie haben ein Modell Arbeit gemacht. Ich feiere nach der Pomsche spielen, die immer gerne. Ja, das ist auch eine Unerkennung an das Fremde. Aber die Polizei hat die Arbeit gemacht. An der Sicherheitspolitik mit Regierung, aber nicht. Und wir freuen uns, und das ist auch wichtig für die nächsten Demonstrationen, als Polizist, wie sie in der Regierung hinter engem steht oder wie sie nicht. Weil was hat die Polizei dann eigentlich als Ursache wie dieser Regierung, merci, so gut kein. Ich will just daran erinnern, dass die Polizei gefragt hat, wie die Polizisten können prioritär zu impfen, wie den Risiken, die sie ausgesetzt haben, die Regierung hat das refusiert, wir haben natürlich unterstützt. Police hat 2 Police-Helikopteren, Herr Cox, bravo, Sie da high, ich weiß nicht, ja, Herr Cox ist high. Police hat 2
Polizehelikopteren, die Armee kaufen, also ich kann mir nicht operationell ersetzen, weil kein Legalbasis gibt, wie man denkt, Waffe ranzuklammen. Das ist doch lächerlich. Polizei hat einen halben Platzverweis kriegt sie in dieser Regierung. Sie brauchen ganze, sie brauchen noch viel mehr Kompetenzen. Polizei hat keine konstituierte Unität, die können anzugreifen. 2013, als das Regierung und Truder kommen, an 8 Jahren sind nicht fertig gebracht, irgendwie der Polizeireserven zu geben, können anzugreifen. Wir gingen das ändern. Sicherheit auf der Gare zu Bohnenweg, auf viele Plätze an unserem Land, als eine Katastrophe. Die hat Verantwortung dafür. Aber als Polizist kann sich doch nicht mehr freuen. Die Regierung, da steht, die Hand mir da nicht von Öster Loh hingehen. Und ich muss ergreifen, ich musste mir ein Tien de l'Ordre machen. Sie nicht den Echten, den Herr Noven dieser Regierung auf Stich gelost hat. Und ich verstehe Polizisten, dass sie sich die Sorge machen. Wir haben keine Grenzkontrolle mehr. Was will da machen gegen Kasseuren, die aus dem Ausland kommen? Wir will, und ihr wollt Radikalisierung an dieser Gesellschaft draufsetzen. Und dabei unterstützen wir es. Ja, wir setzen Radikalisierung an dieser Gesellschaft auf. Wir eine Radikalisierung draufsetzen, da stell dich da mal vor, ob da nicht eure Stück Machtverantwortung dafür hat. Halt auf, Leute zu diskreditieren und zu diskriminieren, nicht mehr, weil sie eine Meinung haben wie dir. Halt auf, Leute, seid eine Pandemie responsabel zu machen, die wir nehmen zu summen als solidarisch an den Griff kriegen. Der Virus ist schuld. Der Virus ist schuld an nicht eine Kategorie, wo Leid, und wir bekämpfen all zusammen eine Krankheit. Setzt Leute nicht unter Druck, hält dich aus ihrem Privatleben raus, schließt keiner aus der Gesellschaft aus, weil er nicht geimpft ist, aber behandelt Leute mit Respekt, und da kriegt ihr auch keine Radikalisierung. Herr Präsident, es goufen an et ginn nach Demonstrationen gegen Corona-Politik von dieser Regierung. Ursache ist ganz evident. Politik geht an die falsche Richtung. Sie verwandelt das Land Schritt für Schritt an einen Kontrollstaat, wo jeder seinen Gesundheitszustand muss überprüfen und geschwind noch seine Identität. Da wird neidisch gewirrscht, wer wir zu agieren und zu schützen, an den CPAN zum Beispiel, an den Fleischhämer, wird das Regierung komplett versucht. Kommt, wir holen mal ein bisschen Distanz. Und wir gucken also, was mit dieser Gesellschaft geschieht. Der Premierminister, der Staatsminister, hat für drunter sängeriert schon eng mit das klar gemerkt. Und hier ist das von vielen Seiten gesagt geht. Es geht massiv gegen die sozialen Medien gefacht, das wäre ein Hort von Herz. Ja, das geht es da. Mit das auch ein Hort von Freiheit. Und die Gefahr, dass immer mehr Zensur an der Gesellschaft angefeiert wird, die steht hier groß, hier bannen. Weil alle Parteien außer der ADR dummer da kommen, wie zu so, wir müssen die sozialen Medien immer mehr kontrollieren. Die hat gerne Zensur, das ist ihr Programm. Und wir werden uns dagegen führen. Wir haben einen sanitären Pass angefeiert. Die Regierung hat das gemerkt, den das Leben immer mehr bestimmt. Für zu reisen, für Freizeit gestalten, für ein Restaurant zu gehen, für alles. Auch da sind Risiken. Was ist die nächste Krankheit, die da drauf kommt? Was kann nach drauf gesagt gehen, wenn der Staat so Kontrollmechanismen gibt? Das ist eine Sorge, die wir haben. Und wir werden aufpassen, dass der sanitäre Pass hoffentlich geschwind verschwindet mit dieser Pandemie, muss verschwommen. Den Ton an der Presse geht immer mehr aggressiv. Fällt ihr Staat nicht ab, Eis fällt ab. Und ich habe für ein Beispiel gewiesen von einem Pranger, den an der Presse angefeiert wird. Wo kommen wir hin? Gibt es nicht auch ein Recht, wenn wir über die Impfungen schwätzt, oder vergisst, dass wir in unserer Gesellschaft ein Prinzip von der körperlichen Unverletzlichkeit tun, von der Selberbestimmung über seinen Körper, von der informierten Zustimmung bei medizinischen Angriffen, oder das vergisst, wer sind mit der Solidarität an der Krankenversicherung, wer sind möglich, dass wir immer mehr Stimmen hören, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, müssen für Behandlung selber abkommen. Wenn das dann den Nächsten den Druck lebt, der Vermehrt oder den Übergewichtigen, wohin steuert das? Wir bekennen uns zu dem Prinzip von der Solidarität an der Krankenversicherung. Herr Präsident, wir wollen alle Pandemie bekämpfen. Wir wollen alle Pandemie bekämpfen. Da der als für die Weben auf Freiwilligkeit, vom gegenseitigen Respekt, vom friedlichen Maden nähen und nicht vom Gegenden nähen. Du weinst, wenn die Regierung so weiter möchte, wenn sie weiter aufhängt, da weiter führen möchte, Druck am Platz, Überzeugung zu sichern, wenn sie nur schöllische Sicht am Platz nur Solidarität, wenn sie weiter Richtung Kontrolle und Überwachungsstaat geht, aber ich so nicht, ich gehe geschwind auch mal demonstrieren. Ich so nicht.